Willkommen bei der ersten Emission von RDR Tele. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Dan Hardy, ich war langjähriger Journalist bei Radio und Tele und lo unter anderem zuständig für die Kommunikation bei der RDR. Ziel von unserer neuen Sendung ist es, für regelmäßige Bilder und Ton zu informieren, das über unsere Parteiaktivitäten, aber auch generell ihre politische Überzeugungen zu bringen. Ihr sollt genau wissen, für was die RDR steht. Heute, für die erste Emission, begrüßen ich heute mit den RDR-Parteipräsident Jean Schoß. Willkommen an unserer Emission, Jean. Bonjour Dan, schön, dass ich an dein neues Studio kommen dürfte. Naja, mit viel Plaisir. Wie weit geht die RDR eben auch aus der Kommunikation neu wie? Kannst du uns noch ein paar Details geben? Meine Parteispitze hat sich über die Wand evaluiert, wie wir Mino herumkommen können und als Wähler an hin als Messagen noch besser, zumal auch parteiinterne Informationen bringen können. Und so sind wir auf die Idee gekommen, eine Tele-Emission zu machen. Und heute freue ich mich, dass ich bei der ersten dabei sein darf. Kommen wir bei den Europawahlen vom 26. Mai, das ist das Hauptthema von unserer Sendung heute. Da sind wir auch als einzige Partei heute zu Lützeburg für ein Europa von den Nationen und damit auch gegen eine zentralistische EU. Wie war das denn überhaupt so, Jean? Die ADR hat schon immer am Kader vom Europawahlkampf sich angesagt für ein Europa von den Nationen. Ein Europa, wie es von den Gründungspep an den 50er Jahren auch geplant war. Gleichberechtigte Nationen, die sich auf selbigstem Niveau an die gucken, an Probleme zusammen durchdiskutieren und auch zusammen dezidieren. Da winkt auch die Unanimität, die verlangt das auf vielen Aufstimmungen. Und da wird die ADR sich draußen auch immer dafür einsetzen, dass das Unanimitätsprinzip angehalten wird. Und das wird ein von den wichtigsten Sujets sein von diesem Wahlkampf. Wichtig zu sagen ist auch, dass wir an der europäischen Parteienfamilie Acre sind. Wie war das so, Jean? Ja, alle Partei, alle Nationalpartei muss an eine europäische Familie gehen, für da am Parlament eine Stimme zu haben. Und so sind wir schon von den letzten Wahlen an der Gruppe von der Acre gegangen, was Acre steht für konservativ und reformistische Partei. Das passt ganz gut bei ADR. Und so sind wir zu denen gegangen und haben mit denen gemeinsam immens gut an den letzten Jahren geschafft, aber wird noch mit ihnen zusammen den Europawahlkampf machen. Wir sind natürlich ganz hilfreich für euch als Kandidaten für die Europawahlen an ein paar Momente vorzustellen, mit den verschiedenen Nimm. Was kann ich nur generell zu unserer Lust so für dich? Ja, dann, das Nationalkomitee hat keine leichte Aufgabe, letzten Diensten, wie sie aus einer helle Wulf von Kandidaturen die 6 Nimm festlegen müssen, zumal wo wir das Jahr als und Quoteregel haben müssen, die als ja per Gesetz oktroyiert das, so dass wir nicht einfach ein Lust mit 6 weiblichen oder mit 6 männlichen Kandidaten sitzen konnten, sondern wir mussten genau 3 weibliche und 3 männliche finden. Schlussendlich ist ein ganz gut Lust dabei rauskommen, sowohl was die Alterspyramide angeht, wo wir eine deutliche Verjüngung von der Partei feststellen können an den Kandidaturen, und auch was hier Regionalverdelung über das Land angeht. Und ich muss sagen, als Parteipräsident bin ich hilfreich, dass man an der Partei so ein flott Lust für das Wahlen zu wehbrut. Ja, das wäre schon als Gespräch gewirrscht. So, der Parteipräsident, merci für den Besuch am Studio. Wir sind bestimmt geschwind immer. Madame, ich war ganz froh, dass ich kommen durfte. Ich hoffe, du lässt mich noch ein bisschen ran an das Studio. Ich wünsche einer Emission all Success, den sie verdient hat. Am Kader von den Europawahlen ist als Nationalkomitee das Woche zusammengekommen, für als Kandidatenliste aufzustimmen. Und da war unsere Konferenzsaal ein bisschen zu klein für die vielen Members, die präsent waren. Und da will ich nicht mehr lang auf die Folter spannen. Hier sind als 6 Kandidaten für die Europawahlen. Angefangen mit den Frauen Tessie Brisbois, Sylvie Michel und Niki Stoffel. Rüber bei uns Herren, der Gast Giberien, der Fernand Kartheiser und der Fred Kruip. Und die Sonne ist auch, was die Motivation war, für mit an die Wahlen zu gehen.
Den 26. Mai müssen die Bürger dezidieren, ob Europa in Zukunft soll einen europäischen Zentralstaat, einen Föderalstaat gehen, wo alles zu Brüssel dezidiert wird, oder ob Europa muss ein Europa von den Nationen gehen, am Respekt von den Souveränitäten an der Kultur von den einzelnen Staaten. Da der ist klar für ein Europa von den Nationen. Dafür auch als Slogan so ausgewählt, für die Leute auf die Wichtigkeit von der Frau aufmerksam zu machen. Weil auch die anderen Parteien so, sie werden am Prinzip gegen einen europäischen Zentralstaat, sind aber damit einverstanden, dass von Treaty zu Treaty weiter Souveränitätsrechte in Europa aufgetreten gehen, und damit löst aber sicher aber einen europäischen Zentralstaat aufgebaut wird. Das wollen wir als ADR nicht. Wir setzen uns an für ein Europa von den Nationen. Als aktive Bauer ass még Motivationun fir un Europawahlen deel zu holen, op der enger Seite Landwirtschaft, Bauern a Winzer zu unterstützen, dass sie mehr Anerkennung kräen. Op der anderen Seite ass den Deireschutz, dem Motivation gëtt. Deieren brauchen eng Stimme an Europa, für dass sie als Lebewesen behandelt an ugesi gin. Europa huet haut Grousprobleme. A wann ich mal kurz zurückgucken op die Ideale vun der Französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, da ging es so, dass Europa déi haut allen drei verroden huet. Et das net wie de Kontinent vun der Freiheit, mir vun der Erschränkung vun der Freiheit, vun der Redfreiheit für allem. Et das auch net mit de Kontinent vun der Gleichheit, weil die kleinen Memberstaaten gin immer méi an den Eck gedrückt, auch vun enger Europäischer Kommission, die ihren egene Rolle spielt an net mit Gardien de Traité ass. Und das auch nicht mit dem Kontinent von der Brüderlichkeit übersät vom Frieden, weil die Europäische Union mischt haut eng Politik mit ihrer eigenen Armee, die sie will, und mit ihrer Politik vor allem gegenüber Russland, die als echter Richtung Konfrontation bringt, wie Richtung Frieden. Alles das sind grosse Sorgen, alles das motiviert mich, für auch mich zu engagieren an der Europapolitik und dafür zu sorgen, dass die Europäische Union, die wir gerne hätten, auch ein Arzt von Lützeburg sich mehr findet. Ich habe mich engagiert 2015 am Referendum, ich habe mich politisch engagiert auch an den Chamberwahlen, ich gehe immer an die Europawahlen, und wenn ich mich freue, für was ich da nicht mache, dann muss ich feststellen, dass ich deutlich findest Menge Kanner aus, respektive für Eiskanner, dass sie, wo es geht, oder die Europawahlen, den europäischen Gehe. Ich tue mir eigentlich selber auch daheim, wie das meine Frau d'Origine auch nicht, das Lützeburg kennt, aus Italien. Und auch du winst Leiit mar amfangen ganz freundschaftlich, dann noch respektvoll Verhältnis zwischen den Menschen aus den verschiedenen Nationen ganz viel Herzen. Dat das leider ein bisschen verlorengegangen ist die letzten Jahre, und das muss man zurückkriegen. Und dafür muss man die Menschen der verschiedenen Nationen noch respektieren. Und das geht zum Beispiel auch über den Respekt von ihrer Kultur, von ihrer Identität. Wir Lützeburger, wir sind natürlich gern Europäer, aber wir wollen aber auch Lützeburger bleiben. An den letzten Jahren ist die Europäische Union aus dem Ruder gelaufen und hat sich entwickelt immer mehr weit weg von den Leuten und von ihren Sorgen. Ich will mich dafür einsetzen für ein soziales Europa am Platz von Sozialdumping. Dafür, dass Gesetze an Europa angehalten gehen, auch ganz besonders an der Migration. Für einen effikazen Klimaschutz am Platz, dass wir mit ideologischen Regeln eingeschränkt gehen, ohne dass dabei dem Planet geholfen wird. Ich will mich einsetzen für als Lützeburger Finanzplatz, einen von unseren wichtigen Standbeinen von unserer Wirtschaft. Für das als Klein- und Mittelbetriebe an Europa können wachsen, am Platz in Europa direkt zu gehen. Für das wir an der Digitalisierung den Zug nicht verpassen, an der von China und Amerika überholt gehen, und nicht zuletzt für eine Familienpolitik und eine Schulpolitik, die uns hilft, Stärkanner runterzuzielen. Das sind die Gründe, für was ich mich als Europakandidat aufgestellt habe, für eine Hand mit anzupacken. Der DDR ist für ein Europa von den Nationen. Es ist einfach so, dass verschiedene Sujets einfach zu viel weit gefächert sind, für an der Lützeburger Küche allein gekocht zu gehen. Da muss man einfach auf einem hohen Niveau, auf einem europäischen Niveau umsetzen. Dafür sind nicht der Meinung, dass verschiedene Punkte, so wie der Konsumentenschutz, der Umweltschutz, Klima, und aber auch den Tierenschutz, den Tierentransport und zum Beispiel Atomkraftwerke, die Problematiken einfach müssen auf dem hohen europäischen Niveau geguckt gehen. Und das ist der Grund, für was ich mich gemeldet habe, für die Europawahlen, für MADR an die Wahlen ranzugehen. Als Kandidaten sind dann auch offiziell der Presse vorgestellt gehen, gerade so wie unser Slogan für die Europawahlen:
fir een Europa vun de Nationen. Dëswoch kom den Finanzminister Pierre Gramegna bis an Chamber fir den Budget 2019 ze deposéieren. A beimer begréesnech lo den Gast Giberien. Gast, wat kann in lo do zo soen generell mal firteicht zu dem Budget, wat ass do opgefallen? Bei Verdeich muss ich mal festhalten, dat die größte Probleme als Letzteburg schon, wat de Logement belangt, wat Mobilität belangt, das alles drauf zu feiern, op die verreckten Wurstum, die wir im Land tun. Die froh, als man keinem Wort bereiert gehen, und konkret stellt ihr fest, dass die Regierung weiter auf eine stramme Wurstum baut, weil das kurzfristig eventuell kann den Staatsfinanzen zugutekommen, mit mittel- und langfristig feiert das an eine Katastrophe. Darüber hinaus muss ich wissen, dass man aufgrund von dem internationalen und auch nationalen Wurstumsrekord, was die Ökonomie anbelangt, an den letzten Jahren so viele Resette gekriegt haben an das Staatsbudget wie nie zuvor, sodass man 2018 am Anfang an eine Situation kommen, wo die Staatsfinanzen das Budget am Equilibre ist. Dafür waren wir am Anfang überrascht und enttäuscht, dass nur für das Budget von 2019 präsentiert wird mit einem Defizit von 650 Millionen. Da muss ich noch wissen, dass das das europäische Berechnungssystem ist. Wenn man den nationalen Hürde wie an der Vergangenheit, da sind wir bei 850 Millionen Defizit, den dieses Budget präsentiert, was unserer Meinung nach unverantwortlich ist, an dieser Zeit ein defizitäres Budget zu präsentieren, wo die Steuerresetten nicht mehr so an Staatskäse ransprudeln. Voilà, Steuern, also gerade gefallen, das wird. Du kann eng ADR joch net zufriede sinn mat der Steuerpolitik, die auch am Kader vum Budget betriebe gëtt. Ja, muss ich gucken, ha gin 2 Steuern am Anfang hauptsächlich geändert, die eng dat ass die fir Betriebe, wo Betriebe etwas über 50 Millionen Steuererleichterungen kriegen, sind wie gesagt mehr wie 50. Das ist eine Kompensation, die Betriebe kriegen für die Dokumentation vom sozialen Mindestlohn, für den zusätzlichen Feiertag und für den zusätzlichen Urlaub. Das kann am Anfang so, dass die Leute über den MW von den Steuern ihre freien Tag, den so weiter kriegen, selber finanzieren. Eine zweite Augmentation ist die von den Akzisen, die um 1 respektive 2 Cent an die Luft gehen. Da wird argumentiert, dass wir am Kader vom Klimawesen, wo wir müssen also Beitrag leisten, aber ich meine, wenn die Leute müssen noch mehr für die Petrolpreise bezahlen, geht es dem Klima nicht besser, mit das einzige, was die Realität ist, es kommen mehr Suen an Staatskäse ran. Ja, das ist eine Merci für eine echte Appreciation vom Budget 2019. Merci für den Besuch am Studiogast. Ja, geschehen. Lo proposieren ich, dass wir rüber bis an die Chamber gehen. Da gab ganz rezent ein Streitgespräch zwischen dem Doyen vom Parlament, dem Gast Giberien, und dem geringen Regierungsmember François Bausch. Es ging wie so dachs den unkontrollierten Wurstum. Ich bin erstaunt, die schwätzt viel über den Wurstum an die Städte zu Recht, eine Reihe froh, die wird den Wurstum vom Land, und so da wir müssen lo Decisionen holen für Löse tröppeln. Am nämlichsten Notumzug verlangt der ganze Korb Ausbau Feierspuren für Straße. Irgendwie muss der Schenke eins gehen an ihrem Verein, an ihrer Blutgruppe, Engel, was da in Zukunft will. Den Herr Bausch hat gemeint, dass man an seiner Blutgruppe als Minister Einzige nicht will. Herr Bausch als Vertreter von der Gambia-Regierung dafür so, dass die mir sehen, an den Ausbau, den wir noch brauchen, Feierspuren, den brauchen wir schon aufgrund von dem Wurstum, den haben wir runter, aufgrund von der Verkehrssituation, die wir heute tun. Das heißt, von der Zukunft. Wie viele Autos hat er dann auf 37, Herr Giberien? Das sollte man dann. Ich kann es nicht zählen. Ich kann es nicht zählen. Die behaupten also, wir wissen, wie der Verkehr lebt, momentan am Land, an all die Projekte, die wir machen, die muss man schon machen, wenn es den Verkehr wie ein Haut besteht. Voilà, das war doch schon für als erste Emission von ADR Tele. Ihr könnt das nicht nur hier bei Doc auf der Tele suivieren, aber auch wie gewinnt auf unserem Internetsite ADR.lu, gerade wie auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Channel. Ich gebe euch dann noch just Rendezvous für den 22. März für als nächste Sendung. Merci an Adi.